Dass man Holz wiegen kann, habe ich eigentlich nicht gewusst. Also es war neu für mich sozusagen. Ja, noch ein bisschen. Wir sind heute bei einem Geigenbauer, weil eine Geige ist sehr schwierig zum Spielen und zum Bauen. Ich habe selber 5 Jahre Geige gespielt und ich finde es halt einfach interessant und ich würde gerne wissen, wie so eine Geige gebaut wird. Der Michael Rüttimann baut seit 35 Jahren Geige und er zeigt der Olivia heute, wie das geht. Als erstes muss man mit Hilfe von einer Schablone den Schneck aufzeichnen. Das ist der oberste Teil vom Geigenhals. Wie bist du so darauf gekommen, Geigenbauer zu werden? Da bin ich drauf gekommen, als ich in die Kantonsschule, ins Gymnasium gegangen bin, hatte ich plötzlich Lust, einen Handwerksberuf genauer anzuschauen. Und weil ich schon immer gerne handwerklich gearbeitet habe, mit allen Materialien und selber auch Geige spielen seit der 2. Klasse, habe ich das plötzlich gefunden, das wäre ein Beruf, der mir gefallen könnte. Es ist alles da. Jetzt gehen wir aussagen. Ja. An einer Bandsage sagt Olivia den Geigenhals dann sorgfältig aus. Wenn man an einer Bandsage schafft, also erstens muss man auf den Finger aufpassen und zweitens es ist halt an dem Geigenhals ist recht schwierig, vorher auch beim Schneck die Rundungen richtig zu schneiden, nicht dass es irgendwie kaputt geht oder so. Wie lange braucht man jetzt, um so eine ganze Geige fertig zu haben? Das ist noch gar nicht so einfach zu sagen, weil es schafft jeder Geigenbauer ein bisschen anders. Und der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer, geht mehr in die Details. Aber wir hatten so eine ungefähre Zahl von ungefähr 150 bis 200 Stunden, die man daran schafft. Wow. Für den Zargenkranz, also die Seitenwände der Geige, bearbeitet Olivia Ahornholz. Das hobelt sie so lange, bis es die richtige Dicke hat und ganz fein zum Anlangen ist. Dann macht sie das Holz nass, um es an einem heißen Eisen in die richtige Form zu beugen. Dass man Holz wiegen kann, habe ich eigentlich nicht gewusst. Also es ist neu für mich sozusagen. Ich dachte, man kann halt einfach mit einer Schneidmaschine oder mit einer Sage kann man halt Rundungen ins Holz schneiden, aber nicht so mit einem warmen Stab oder mit einem heißen Metall. Auch die Decke und der Boden der Geige kommen ihre Form dank dem Hobel über. Für einen Geigenbau oder dass eine Geige gut tönt, braucht es halt Holz und auch entsprechendes Holz, zum Beispiel Ahornholz oder Fichtenholz. Es kommt auch darauf an, zum Beispiel auf dem Deckel mit den F-Löchern ist es meistens Fichtenholz und unten dran Ahornholz, dass es besseren Klang gibt. Es ist ja wichtig, was man für eine Wölbung im Holz hat, wie man es gestaltet. Man kann auch einen kleinen wärmeren Klang oder einen kleinen ruhigeren Klang reinbringen, je nachdem, wie man sie halt baut. Da haben wir die wichtigsten Teile der Geige. Wir haben hier den Zargenkranz. Und dann haben wir den Boden der Geige. Der kommt hier unten dran. Ja. Wir haben die Decke. Die kommt hier drauf. Und der Hals, der jetzt natürlich viel zu dick ist. Und der Schneck ist noch nicht geschnitzt. Also spielst du jetzt einfach immer noch als Hobby Geige oder wenn du jeden Tag Geige siehst, verleidet es dir dann? Nein, das verleidet mir nie. Ich spiele gerne. Ich spiele als Hobby Geige. Aber ich spiele natürlich in der Werkstatt auch viel Geige. Ich muss jedes Instrument, das ich repariere oder einen Service mache, reinigen, muss ich immer wieder spielen und schauen, dass es schön klingt. Eine neue Geige von Michael Rüttimann kostet 18'000 Franken. Also etwa so viel wie ein günstiges Auto. Dafür hebt sie, wenn man ihr gut schaut, auch mehrere 100 Jahre. Es war ein mega cooler Nachmittag. Ich habe es cool gefunden, zu sehen, welche Schritte von einem Geigenbau gehen. Das auch recht lang geht, also fast 2 Monate, um eine ganze Geige zu bauen, bis sie spielbar ist. Ich durfte für Geige spielen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Die Geige ist sehr schön gebaut, es gibt einen sehr schönen Klang.
Und es ist schön auf dieser Spielen. Und wenn du noch mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere doch SRF Kids auf YouTube.